Und jetzt schon ist unsere neueste Comedy-Serie in der ARD-Mediathek abrufbar. Da dreht sich alles um den ganz normalen Wahnsinn einer jungen Familie. Und ich bin total sicher, in diesen beiden Vätern findet sich so gut wie jeder wieder. Wer hat sowas denn nicht schon selber erlebt? Pappas heißt die neue Sketch-Comedy-Reihe des Bayerischen Rundfunks. 2 Väter, ein Team und jede Menge Chaos im ganz normalen Familienwahnsinn. Simon Pearce und Sebastian Winkler spielen 2 Väter mit einer Gemeinsamkeit. Beim Thema Kindererziehung sind sie manchmal ziemlich überfordert. Einer von uns beiden hat vergessen, dass er versprochen hat, um 16 Uhr das Entertainment für den Kindergeburtstag zu machen. Und jetzt haben wir nichts. Ob es den beiden gelingt, noch rechtzeitig für Ersatz zu sorgen, darum geht es in der ersten Folge. Simon und Sebastian, herzlich willkommen. Vielen Dank. Hi. Wo habt ihr 2 euch eigentlich kennengelernt? Auf dem Spielplatz? Auf dem Spielplatz, weil der Sebastian nicht von der Schaukel runter wollte. Genau, wir kennen uns schon quasi über 40 Jahre. Ja. Nein, wir haben uns beim Synchron kennengelernt, weil wir beide Synchronsprecher sind. Und dann hatten wir zufällig unsere beiden Kinder auf der gleichen Kita. Und haben dann Zeit gehabt, uns über unser Vaterdasein auszutauschen und haben dann ein paar Sachen so aufgeschrieben und irgendwann gesagt, hey, daraus könnte man doch was machen. Er hat mich sogar einmal aufgeweckt, weißt du das noch? Nee. Wir hatten in der Kita war das so, dass die Kinder da geschlafen haben und wir haben die quasi im Schlafen übernommen. Und mein Sohn lag da mal noch und hat noch gepennt. Dann habe ich mich dazugelegt und bin auch eingeschlafen. Und dann bin ich aufgewacht mit Sebastian so, hallo, schlaf jetzt. Flatsch. Mit Ich kenne das herrlich vom Gute-Nacht-Geschichten vorlesen. Ja, genau. Ich habe immer Gute-Nacht-Geschichten vorgelesen und bin dabei eingeschlafen. Ja. Ja. Und die Kinder sind noch wach. Ja. Aber ja, ist Lass eh mal klar. weiter. Lass mal weiter. Wo sind wir denn? Mit den Kids. Wie alt sind denn eure Kinder? Einer ist 7. Genau, 7 und 10. Ja? Ja, der Sohn ist 10, die Tochter 7. Genau, und die beiden Söhne. Nee, die Tochter. Die und der Tochter, Sohn zusammen. zusammen. Genau, Er ist sehr dumm, wirklich. Ja, das ist, deshalb, wenn man übernächtigt ist, wenn man immer übernächtigt ist. Das ist die Morningshow. Kommt von dieser Morningshow her. Ja, bei dieser Morningshow, der ist nämlich, der Sebastian macht ja Frühaufdreher bei Bayern 3. Synchron macht ihr beide. Warst du Werwolf oder warst du Vampir? Du warst bei Twilight, ja? Bei Twilight war ich ein Vampir. Ein Vampir. Ein böser Vampir. Ich war auch mal kurz ein Vampir. Ja? Ich habe den, wie heißt nochmal der Darsteller von Freddie Mercury? Den habe ich gesprochen. Sam Raimi. In einer Folge mit 8 Takes. Ganz klein leider nur. Danach wurde er berühmt. Nachdem Wegen mir, weil ich ihm die deutsche Stimme geliehen habe. Weil es ja völlig klar ist. Diese Situationen, Ja. Was ist denn das? Das ist ein verrückter Irrsinn, der uns irgendwie im Kopf herumgeistert und jetzt im Fernsehen herumgeistert. Nee, also wir haben uns einfach für die Serie Dinge überlegt, die wir natürlich selbst erlebt haben. Ja. Das haben wir jetzt noch nicht erlebt, leider, oder? Leider Weil da nur geht's mit ja Handschellen. Genau, dass der Simon das haben wir auch noch nicht erlebt. Sie haben eine Freundin dabei, Theresa Rizos, liebe Grüße, die spielt auch regelmäßig mit, die spielt unsere Freundin und die hat Zwillinge geboren, die komischerweise so aussehen wie wir. Okay. Und wir fragen uns in jeder Folge, wie das wohl passiert sein kann, dass die Kinder so unterschiedlich aussehen. Und eine unserer Theorien in unserem Kopf ist eben, dass sie vielleicht da 2 Spermien... Zwei sehr höfliche. Genau, die sich gegenseitig den Vortritt lassen und dann gemeinsam eintreten. Also die verrückten Ideen. Auf der einen Seite Fiktion, auf der anderen Seite Erlebnisse vom Elternbeirat, Elternsprechtag. Oder Alles, was man so erlebt wo kommen die als Erlebnisse? Eltern, ja. Aus der eigenen Erfahrung, auch das, was man so von Freunden dann gesagt bekommt, ist schon aus dem Leben gegriffen und dann ein bisschen noch die gewisse Würze draufgehauen des Verrückten. Jetzt ist es eine Sketch-Comedy-Serie, aber manchmal bleibt ihr wahrscheinlich im realen Leben bei den Kindererlebnissen schon das ein oder andere im Hals stecken, das ein oder andere Lachen. Was habt ihr da so erlebt, wo lustige Sachen, die eigentlich gar nicht so zum Lachen waren? Peinlich ist es, wenn Kinder halt was sagen, wo es dir dann unangenehm wird. Ich weiß eine zum Beispiel Geschichte von mir, die hat meine Mama immer so gerne erzählt. Damals noch was ganz Besonderes, ein Punk in der U-Bahn. Und ich habe nicht aufgehört, die ganze Zeit zu sagen, Mama, Ekel. Ekel. Und habe quasi 20 Minuten die ganze Zeit immer Ekel. Das können wir für Staffel 2 hernehmen. Ja, haben wir schon. Staffel 2. Genau. Mein Sohn hat mal gesagt, als er eingeschult wurde, das war tatsächlich ein sehr schöner Satz, aber irgendwie auch erschreckend. Der war 2 Wochen in der Schule, 1. Klasse letztes Jahr. Und dann hat ihn eine Nachbarin gefragt, und wie gefällt's dir in der Schule? Und dann hat er gesagt, Schule ist wie ein Gefängnis, wo Kinder eingesperrt werden, damit sie unglücklich sind. Da haben wir uns auch gedacht, hoppala, nicht so gut. da Moment, müssen wir noch mal ran. Normalerweise sagen Kinder so etwas deshalb, weil sie es von gehört haben. Eltern vorher Würde ich nie machen. Nee. Ich habe ja Lehramt studiert. Ich bin ja natürlich auf der Seite der Schule. Du machst es immer schlimmer. Ja. Du machst es mit den Ausflüchten, machst du es immer schlimmer. Lustigerweise habe ich auch Lehramt studiert. Deswegen habe ich aufgehört. Aber nur ein halbes Semester. Ja. Ah, ich habe immerhin 5. 5 Jahre. Deutsch Rallye hatte ich für Lehramt Natürlich. Gymnasium. Die sind Okay. jetzt gar nicht gleich.
Jetzt siehst du, was aus uns geworden ist. Qualifiziert das jetzt für Comedy? Ich weiß, ja, vielleicht. Was sagen denn die Kinder dazu? Also ich meine, wenn sie jetzt 2 wären, können sie noch nichts dazu sagen. Aber mit 7 und 10, da wird schon, Papa, ich spiele mich aber dann selber. Oder läuft da auch mal was so mit Gastrollen, also so Camouflage-Auftritte? Wir haben versteckte Auftritte haben wir untergebracht. Ja? Und mein Sohn liebt es sehr. Wir haben alle Folgen zusammen geschaut. Und am meisten mochte er die Stelle, die spoiler ich jetzt, wo Sebastians Spieltochter ihm gegen Schienbein tritt und sagt, Papa, er hat recht, du bist scheiße. Ja, genau. Das fand er irgendwie lustig. Meine Kinder feiern es auch total. Das kennst du sicher auch von zu Hause. So weit, dass jetzt andauernd schon entweder Papas diese Titelmelodie gesungen wird oder sie sprechen schon irgendwelche Texte nach und wissen es besser als wir jemals beim Dreh, unsere eigenen Texte. Jetzt haben wir ja gerade Helene Fischer gesehen mit dem Kinderalbum und so. Gell? Also für den Fall, dass ihr mal eine Kinderparty habt, und nichts vorbereitet. Ich lade Helene, du bist eingeladen. Du darfst kommen. Ja, nur für den Fall. Das ist immer eine coole. Wie oft, jetzt haben wir in der ARD-Mediathek läuft es schon? Ja. Babas? Genau. Dann haben wir es auch im linearen Fernsehen an 2 Tagen. Genau, 4., 5., 12. 4., 5., 12. Und dann ist natürlich die Frage, der Input hört ja nicht auf. Die Elternabende hören nicht auf, die Erlebnisse hören nicht auf. Wie geht's denn dann weiter? Naja, wir haben ja jetzt schon ganz viel Material, was wir gar nicht verwenden konnten, weil wir nur diese 4 Folgen hatten. Also wir haben bestimmt für eine zweite Staffel jetzt schon genug Zeug und es wächst ja immer weiter. Also wir sind heiß. Es gibt ja auch einen riesen Cliffhanger am Ende der 4. Folge, was Simon vorher gesagt hat mit diesen 2 Babys. Wir rätseln ja die ganze Zeit, wie sind die entstanden? Und wir versprechen, dass in der 2. Staffel das Rätsel gelöst wird. Dafür müssen alle in die Mediathek klicken jetzt. Genau. Sehr, sehr, sehr gut. Vielleicht noch ganz kurz zu den Gastauftritten anderer Stars. Ja. Wie kamt ihr zu denen? Naja, wir haben sehr viele Freunde oder wir haben sehr viele Freunde auch aus der Branche und dann haben wir die halt gefragt und also tatsächlich sind ein paar Leute, also Felix Lobrecht war wirklich der mich auch am meisten überrascht hat. Wir sind befreundet, aber dass der das mitmacht, der ist ja nicht mal involviert im Vaterdasein und dass er sich als realer Stand-up-Comedian, als Clown schminkt, fand ich schon sehr cool. Und hat sich auch richtig cool eingebracht. Also der hat die Szene auch noch mal aufgewertet durch seine Ideen, muss man sagen. Und das ist doch, glaube ich, auch dein Anzug, weil er vergessen hatte, sein Kostüm mitzunehmen, oder? Ja. Wir haben ungefähr die gleiche Körpergröße, wie man sieht. Wir haben nicht den gleichen Bizeps, den musste ich aufpumpen mit dem Kostüm, aber sonst sind wir circa gleich groß, ja. Hat er ein Glück, Sebastian, dass er nicht deinen Anzug anziehen musste? Ja, Gott sei Dank, ja. Genau. Super cool. Vielen herzlichen Dank. Babas, danke dir. jetzt in der ARD-Mediathek. Ja. Anfang Dezember sozusagen die Doppelfolge im BR-Fernsehen und wir freuen uns schon auf die nächsten großartigen Ideen von euch 2. Und jetzt gleich...